Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zu unserer Trainersuche und Ralf Rangnick Farce. Joa, gehen wir mal rein. Sind ja nur 450 Kommentare. Ja, ich bin sehr gespannt. Florian. Als österreichischer Bayern-Fan muss ich sagen, dass Rangnick die richtige Entscheidung getroffen hat. Nach dem Interview von Hoeneß bei der SZ muss ihm auch klar geworden sein, dass er beim FCB als Trainer mit diesen Störfeuern leben muss. Wie sie der Uli, weiß der Teufel warum, immer wieder raushaut. Dazu die Tatsache, dass Bayern einen Umbruch im Spielerkader anstrebt und Rangnick wohl auch merkt, dass er in Sachen Kaderplanung wohl nicht die Freiheiten haben wird, welche er gerne hätte, um ein Team zu schaffen, welches seine Art Fußball zu spielen verinnerlicht. Sehr frühes Pressing, schnelles Umschaltspiel bei Balleroberung. Das ist nicht die Spielweise, welche in den letzten Jahren beim FCB gesehen habe. Jo, kann man so für sich stehen lassen. Club Music. Das Interview von Hoeneß war richtig mies und ich war geschockt. Vor allem wie und zu was für einem Zeitpunkt man solche Äußerungen tätigt. Lässt mich stark an eine erfolgreiche Zukunft zweifeln. Ja, mich auch. Ich finde es klasse, dass Herr Rangnick Charakter bewiesen hat und sich somit für die nächsten Jahre als Bayern-Trainer qualifiziert hat. Hartmut Lorenzen. Der FC Bayern ist für Spitzentrainer offenbar nicht mehr erste Adresse. Ja. Wen wundert's nach den letzten Jahren und den letzten aktuellen Aussagen, die so getroffen wurden? Wen wundert das da? Die Absage von Rangnick war wichtig und richtig. Rangnick möchte immer mehr als nur ein Trainer sein und dies hätte nur zur Kompetenzgerangel geführt. Das hätte es definitiv, ja. Jigsaw, man braucht sich doch nicht wundern, dass niemand mehr gerne Trainer bei uns werden will. Der Trainerverschleiß bei Bayern ist schon enorm. Würdest du zu einem Arbeitgeber wechseln wollen, der deinen Posten in den letzten 3 Jahren 3-mal neu besetzt hat und dann eventuell noch deinen Ruf schädigt? Also ich nicht und ich glaube, so denken viele Trainer. Ja, wahrscheinlich. Servus Kai. Servus Kai. Die Thematik Hoeneß und die Absage von Rangnick sind doch nur die Spitze des Eisbergs. Wie du schon betreffend Sané sagte, sehe ich schon seit einiger Zeit, trotz Max Eberts Aussagen, auch keinen wirklichen großen Umbruch, den es bräuchte, wenn wir spielen. Denn wir spielen nun mal nicht nur Champions League Spiele. Sané, Davis, Gnabry, ich weiß, auf Gerüchte brauchen wir nichts geben, aber taub und blind ist man dennoch nicht. Und es macht einen Angst und Bange beim Gedanken, dass dasselbe Personal in 34 Spielen nächste Saison aufläuft. In der Hoffnung, dass sie dann wieder brennen. 34 Spieltage lang, 90 Minuten pro Spiel mindestens, natürlich mit Stammplatzgarantie und Taschengelderhöhung. Der Hellweg bekommt ja viel mehr als ich, das will ich auch. Spieler wie Sané und Gnabry, man nur für 3 bis 4 Spiele im Jahr mieten können. Es reicht ja meist ein guter Sprint, ein Weltklasse-Tor und 6 Monate Leerlauf sind total vergessen. Ja, das ist wirklich krass, ne? Und das soll besser werden unter welchem Trainer? Der FCB ist ein Weltverein, aber im Vorstand hat man sich zu lange darauf ausgeruht. Ein Verein wie der FC braucht nur Pfeifen und die Trainer kommen aus allen Ecken gerannt und betteln um den Job. So dachte man das immer. Aber das Bild, welches die Führung abgibt, und zwar nicht erst seit 2 Jahren, vorher war es im Vergleich nur schleichend. Welcher Trainer mit Verstand hat darauf Lust? Dazu noch eine Mannschaft, die zu mächtig ist, als dass ein Trainer seine Konsequenzen ziehen kann. Da verdient der Spieler letztlich immer am längeren Hebel sitzen, dank Vorstand bzw. Uli. Lass mich jetzt echt überraschen, bleibt wohl auch nichts anderes übrig. Ja, ich denke, das ist auch ein wilder Take. Und ich gehe mit. Das hat mit Carlo Ancelotti schon angefangen. Ne? Guckt euch an, was das für eine Art Trainer ist und wie klaglos er bei uns gescheitert ist. Da hätte man schon mal anfangen können nachzudenken, wa? Der da. War es nicht das Ziel von Uli, dass nicht mehr so viel an die Öffentlichkeit kommt? Bei allem Respekt und Dank, den man ihm schuldet, ist es für ihn jetzt langsam Zeit, sich vollends aus dem Geschehen zu ziehen. Wäre besser für das Ansehen aller. Ja. Escape your pain, bald kann Hoeneß selbst coachen. Bediziam, das letzte Mal, dass so viele Kandidaten für eine Stelle bei Bayern abgesagt haben, wurde Brazzo Sportdirektor. Das Problem ist einfach, dass seit Guardiola keine Ruhe mehr in der Trainerposition ist. Hans Reinhardt, die einzige Frage, die ich jetzt habe, spielt De Ligt in Madrid? Aktuell haben wir nichts Gegenteiliges gehört, da er im Training war. Ducci. Danke, Uli. Wer will als Trainer zum FCB kommen, wenn seit Monaten Aussagen getroffen werden und Interviews vor wichtigen Spielen geführt werden, die absolut kontraproduktiv sind? Alle vom Vorstand sollten sich mal schnellstens hinterfragen, ob sie noch am richtigen Platz sind. Einfach mal das Maul. Vorstand, Uli Hoeneß halten und die Leistung Mannschaft auf den Platz bringen und nicht mit dem Mund. Christian, danke Uli, und er merkt nicht mal, dass er sein eigenes Lebenswerk gerade massiv beschädigt und das auch Bayern München durch solche Interviews. Ja.
Trichter, ich finde es erstaunlich, dass Rangnick überhaupt diskutiert wurde. Der passt hinten und vorne nicht zu Bayern. Bayern sucht keinen modernen Trainer, sondern einen reinen Übungsleiter. Die modernen Trainer wie Klopp oder Alonso können in Bayern nicht funktionieren. Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, aber ich will da jetzt nichts rein interpretieren. Hättest du es ein bisschen ausführlicher geschrieben, auf was du da hinaus willst, wäre ich da gerne drauf eingegangen, aber so müsste ich raten. Bad Flow bei Marco Rose gibt es bestimmt nicht von Rose eine Absage, sondern vor allem von RB. Ebert ist da nicht im Guten gegangen, das sollte man nicht vergessen. Wir haben auch genug die letzten Jahre von RB geholt. Also Hauptling, falscher Hase. Es hat damals schon angefangen mit, wenn wir alles schon sicher haben. Das war schon eine wilde Aussage. Wenn Sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben. Ja. Sagen wir nichts weiter zu, oder? Diego Armando Perón. Wenn der Patriarch nicht loslassen kann, Uli Hoeneß ist nicht mehr tragbar für diesen Verein. Aber er ist ja eine heilige Kuh. Ja, das Problem habe ich ja schon mehrfach gesagt. Wer soll den obersten Kopf in Frage stellen? Ich meine, wir Fans tun das, ja. Aber wer sonst? Alle Personen, die in handelnden Positionen sind von Uli Hoeneß eingesetzt. Wer soll diesen Menschen in Frage stellen in diesem Verein? Ja, Herbert Heine, eingesetzt von Uli. Chrissy Dresen, eingesetzt von Uli. Freund von Uli. Eberl von Uli. Macht alle in der Woche 3-4 Mal Meldungen beim Uli. Kalle ist Hand in Hand mit Uli. So, dann hast du da noch einen von der Allianz sitzen, einen davon und einen Stoiber. So, wer soll den Uli da Wer soll den Uli sagen, pass mal auf, es wäre besser, wenn du den Hut nimmst? Vielleicht seine Frau am Küchentisch. Aber dann hört's auf, Leute. Super Maxi, die Nummer geht mit Ulrich, Uli Hoeneß nach Hause. Warum macht Uli nicht alles selbst im Verein? Wofür noch andere Leute? Gute Frage. Volki, ich glaube, Hoeneß hat bewusst seinen Senf dazugegeben, um Rangnick bewusst zu verhindern. Hat er geschafft. Nee. Wenn du das Interview mal angehört hättest, weißt du ja, wie der Vorgang ist beim FC Bayern. Freund und Eber suchen einen Trainer. Dann dackeln sie hoch zum Aufsichtsrat, fragen nach und wenn einer den Daumen senkt, ist der Trainer vom Tisch. Hätte Uli also gar nicht den Aufriss machen müssen. Christian, Hoeneß macht den Verein der Öffentlichkeit lächerlich. Leider ja im Moment. Hans, der FC Bayern sollte langsam mal begreifen, dass der Verein nicht von Hoeneß gegründet wurde und ihm der Verein nicht gehört. Das ist so richtig, ja. Nichtsdestotrotz hat man Hoeneß viel zu verdanken, aber irgendwann, wie es der Uli auch immer sagte, der Verein steht an oberster Stelle. Ja, und der wurde nicht von Hoeneß gegründet. Das Armutszeugnis ist, dass bei uns mittlerweile alles in der Öffentlichkeit stattfindet, auch der Kane-Transfer etc. GB, das ist richtig. Ach du Liebesfüßchen. Peppi. Und ja, die Außendarstellung des FC Bayern ist einfach nur noch katastrophal und beschämend. Was da auch für unsinnige Entscheidungen getroffen wurden in letzter Zeit, ich sag nur Josep und so weiter, Junge. Leider. Imperium. Eigentlich kann man es nur noch mit einer klaren Übergangslösung à la Hansi oder Gerland machen, in meinen Augen zumindest. Die Trainerfrage ist so abgebrannt bei uns. Wen willst du denn einen möglichen Trainer, Alter, kann ich nicht mehr lesen heute? Die Trainerfrage ist so abgebrannt bei uns. Wem willst du denn einen möglichen Trainer jetzt noch als Wunschkandidat verkaufen? Jeder, die Medien, Verein, Spieler und der Trainer selbst wissen, wer auch immer kommt, ist alles andere als der Auserwählte. Und was da öffentlich passiert ist, dazu muss man nichts mehr sagen. Peinlicher geht es eigentlich gar nicht mehr. Definitiv nicht würdig für einen Club wie unserem FCB. Ja, stimme ich dir auch 100% zu. Habe ich ja auch schon gesagt. Es ist schwierig, jetzt jemanden zu finden, der sagt, jawohl, geil, ich bin Nummer 4, 5, 6 beim FC Bayern. Boah, ich brenne jetzt richtig für den Verein. Ich habe richtig Bock drauf. Super schwierig. Übergangslösung für ein Jahr. Würde ich mitgehen, wenn man dann sagt, direkt bei der Übergangslösung. Pass mal auf. Kommenden Jahr ist Klopp Trainer, ist Guardiola Trainer, ist Alonso Trainer. Es muss feststehen. Ja, du musst klar kommunizieren, dass eine Übergangslösung, der neue Trainer ist schon verpflichtet.
Alles andere macht keinen Sinn. Ja? Du kannst nicht anfangen und jetzt wieder so sagen, ja, wir nehmen jetzt den für eine Übergangslösung für ein Jahr. Auch derjenige, der kommt, muss das ja wissen. Also von allen gehandelten Trainern ist der einzige, den ich aktuell noch fühlen würde, wäre der Ten Hag. Ja? Aber ob der sich sagt, so, ja, ich bin hier die 4., 5. Wahl, weiß ich nicht. Viper. Hoeneß, so gut er war als Manager und seine Verdienste an dem Verein stehen, komplett außer Frage. Er hat Bayern groß gemacht. Aber mit dem Interview, das ich durch deine Reactions gesehen habe, muss ich sagen, er hätte wissen müssen, dass es auch potenzielle Kandidaten als Trainer mitbekommen werden, wie er Tuchel demontiert. Man kann von Tuchel denken und sagen, was man will. Man muss ihn auch nicht mögen. Aber öffentlich einen Trainer so derart den Boden wegzureißen und auch seinen Nachfolgern direkt zu zeigen, hier guck mal, wenn Don Hoeneß was nicht passt, dann demontiert er dich öffentlich, geht gar nicht. Richtig. Früher war seine Abteilung Attacke ja legendär und er lag auch richtig, auch wenn er sich dadurch Anfeindungen zugezogen hatte. Aber er hatte recht. Dieses Mal aber hat er, um es in der Fußballsprache zu halten, ein dickes Eigentor gelandet und das schallt weit hinaus, nicht nur nach Wien. Ich frage mich, wo Bayern jetzt die nächsten Jahre landen wird, aber irgendwas sagt mir, dass so schnell da keine Ruhe reinkommen wird. Wie du schon sagst, solange Rummenigge und Hoeneß noch da sind, wird es jetzt in Zukunft schwer sein, jemanden zu finden und auch ein echter Neuanfang ist mit den beiden nicht mehr möglich. Sie haben ihre Dienste geleistet, Jahre bzw. Jahrzehnte lang, aber die Zeit für die beiden ist abgelaufen bei Bayern. Ja. Gehe ich mit, ne? What's up? Ich empfinde das mittlerweile als Real Comedy Show. Traurig, einfach nur noch traurig. Der echte Andrew. Warum steht denn da mehr Anzeigen? Ist ja wild. Das habe ich schon an einer anderen Stelle geschrieben, aber dennoch, weil das Genervtsein noch lange nicht vorbei ist. Als Bayern-Fan seit 26 Jahren und Mitglied seit 16 Jahren kotzte ich gerade im Strahl. Jetzt wird mir auch einiges klar, was der peinliche Plan war, die Narrative zu der Frage, warum am Ende Rangnick. Erstens, Uli spricht Tuchel die Fähigkeit ab, Spieler zu entwickeln. Zweitens, Heiner lobt genau diesen Punkt an RR. Drittens, Veröffentlichung nach dem BVB-Spiel, um im besten Fall denen die Show zu stehlen. Das ist nicht so gut aufgegangen. Ein Witzhaufen von Führung. Sorry, Uli und die beiden Banker sind nicht mehr tragbar. Hat man denn aus der Vergangenheit nichts gelernt? Solange es keine Unterschrift gibt, dann halt gefälligst dein Mund. Die führen doch nicht den ersten TSV Hinterwald. Ja, ich habe es ja in meinem anderen Video, was nach diesem Video kam, zur Vereinsführung, die sollten einfach alle öffentlich die Gosch halten. Thomas Müller, der Uli wird immer mehr zur Belastung für den FC Bayern. Übergabe zweimal nicht geklappt, jetzt den dritten Trainer vergrault. Wenn Rangnick gekommen wäre, dann hätte Hoeneß ihn ganz schnell demontiert. Hans Reinhardt, Hermann Gernand wäre die beste Lösung mit Robben und Ribéry als Co-Trainer. Bild. Christian, die weitere Trainersuche läuft wahrscheinlich ab wie folgt. Nicht die Bayern bestimmen die Kriterien, welcher Trainer kommt, sondern die Trainer bestimmen, unter welchen Voraussetzungen sie bereit sind, eventuell das Himmelsfahrtskommando anzunehmen. Traurig, aber wahr. Danke, Hoeneß, für deine tolle Performance und für die Ankündigung, künftig noch offensiver präsent zu sein. Hol ich dem Sonnenkönig Uli Arm. Ja, das wird halt auch so ein Punkt sein, wo sich gerade die meisten Trainer sagen, oh nee, danke. Warum macht man so eine Aussage als Uli Hoeneß? Ja, ich werde das in Zukunft jetzt wieder öfter machen, ne? Ich werde da richtig reingehen. Völlig Banane, Alter. Dennis, Hoeneß soll endlich in Rente gehen und nur noch Mitglied sein. Das wäre schön, ne? Dann dürfte er aber auch trotzdem nicht seine Marionetten auf die einzelnen Positionen stellen. Selbst wenn der Uli aus dem Aufsichtsrat jetzt raus wäre, er hat überall seine Leute sitzen. Christian, warum fragt eigentlich niemand Edmund Stoiber? Der sitzt doch im Aufsichtsrat. Der ist auch ein feiner Kerl und der ist eine Kompetenzbestie auf den verschiedenen Gebieten. Die Spanne reicht vom Problembär über Politik bis hin zum Münchner Flughafen und Bahnexpress. Das ist so eine kleine Trainersuche, nur ein Pipifax für ihn. Ja, gib dir mal ein Mikro. Triumph, dann eben doch Florian Kohlfeld. Meinst du der Bock, der 5. oder 6. ist? Ich weiß nicht. Kev Vakarian, ich stimme dir zu und mache mir langsam auch Sorgen um den Verein. Ich würde lediglich im Gegensatz zu manch anderen Fans mich weniger auf Hoeneß als alleinigen Störenfried fokussieren, sondern den gesamten Vorstand hierbei ins Boot holen. Ja, da stimme ich dir zu. Wie kann es sein, dass sich ein Eberl in Interviews deutlich zurückhält, während im Gegenzug ein Heiner viel zu offensiv Personalien anspricht? Über den Heiner brauchen wir gar nicht diskutieren, oder? Absolute Katastrophe. Es wirkt, als wäre jeder Einzelkämpfer und keiner spricht sich mit dem anderen ab. Chaos wurde nicht nur mit den Absagen der Trainer generiert, ich gehe sogar so weit, dass man überhaupt keinen Plan davon hat, was man überhaupt machen möchte und da
schon pures Chaos entsteht. Alonso und Nagelsmann und Rangnick sind 3 völlig unterschiedliche Trainertypen mit komplett unterschiedlichen Spielideen. Alonso ist bekannt für sein Positional Play. Ausgelegt auf pure spielerische Dominanz, der versucht, dem gegnerischen Team sein eigenes Spiel aufzuzwingen und weicht nur im Notfall davon ab. Nagelsmann ist der Mann der absoluten Flexibilität, der seine Spielidee als auch sein System beständig wechselt und immer den Schwächen der gegnerischen Mannschaft anpasst. Rangnick dagegen steht für die Gegenpressing, pure Offensive um jeden Preis, Sicherheitspässe nach hinten oder zur Seite will er nicht sehen und verlässt sich zudem extrem auf Standardsituationen, während allgemeine Spielkontrolle absolut nebensächlich ist. Noch unterschiedlicher geht es einfach nicht mehr und das belegt meine These der allgemeinen Planungslosigkeit. Wie schwer kann es sein, sich als Männer gemeinsam an einen Tisch zu setzen, sich nach Diskussionen erstmal auf einen festen Stil zu einigen, bevor man dann dazu passende Kandidaten anspricht und damit eine mögliche Liste abarbeitet. Aber nein, wir versuchen es lieber kreuz und quer und überall. Eins wird schon klappen. Oder in dem Fall eher nicht, wie man merkt. Und genau daran wird auch ein Umbruch scheitern. Was für einen Umbruch willst du machen, wenn du nicht mal weißt, wie du in Zukunft spielen willst und was für ein Spielermaterial du dafür überhaupt benötigst? Ja, das ist auch meine Angst gerade. Mit dem neuen Trainer wird alles stehen und fallen. Ein Jahr Überbrückung kann man jedenfalls vergessen, sonst macht man sich nur weiter freiwillig zum Gespött der Medien und steht nächstes Jahr wieder genauso da wie jetzt. Nur, dass dann andere Namen im Umlauf wären, aber keiner auf die Schnelle gesichert werden kann. Denn wer soll sich das Theater denn noch antun? Am besten keiner, der Deutsch spricht und damit das ganze Gesabbel verstehen kann. Ja, ist ja, was ich gesagt habe. Wenn du jetzt sagst, du nimmst einen Übergangstrainer, dann muss schon der Trainer feststehen. Ne? Da müsste man mit Klopp sprechen und sagen, Kloppo, komm, machen ja Pause und dann kommst du zu uns. Dann würde ich sagen, ja, alles gut. Nehm Übergangstrainer, mach das ein Jahr. Alles andere wäre eine Katastrophe. Picasso. Gehe davon aus, dass Marco Rose so intelligent wie er ist. Das hat er doch schon beim BVB erlebt, hochgegriffen und abgeschissen. Fritz Reiner, danke Ralf, dass du Rückgrat bewiesen hast und dich nicht mit dieser schwierigen Führungsriege rumärgern musst. Marc der Staufer, das Alphabet hat ja noch genügend Buchstaben, um eine Trainerlösung zu sein. Mir kommt es so vor wie eine Soap. Wenn man bedenkt, wie einst Nährdinger es schaffte, die Verhandlungen mit Pep geheim zu halten, alle guten Dinge sind 3, war es nicht. Kommt jetzt der Film Nummer 5 lebt, der 5. Trainer wird's. Ich sag ja, wenn alle Stricke reißen mit Hansi Flick, Alter. Kossi, ich habe ja auch schon bei einem anderen Video von dir geschrieben, dass das mit Rangnick nicht gehen würde. Nun ein Übergangstrainer zu verlieren, halte ich auch als falsch. Nun das Sabbatjahr von Klopp abzuwarten ebenfalls. Denn wer denkt denn, dass Klopp nächstes Jahr zum FCB käme? Klopp würde alleine wegen seiner BVB-Vergangenheit nie zum FC Bayern wechseln. Auch Flick ist für den FCB sozusagen verbrannt, würde den auch nicht nehmen. Wenn sich denn wirklich keiner findet, eventuell mal an Van Bommel denken oder für den Übergang Hermann Geldern für ein Jahr. Und dann sehen wir weiter. Übrigens wird überall geschrieben, Rangnick hätte dem FCB abgesagt. Er selbst hat aber gesagt, er habe nicht abgesagt, sondern nur nicht zugesagt. Das ist ein kleiner Unterschied. Beste Grüße aus dem Saarland. Aha. Also, nee. An so Kleinigkeiten, denke ich, müssen wir uns jetzt nicht hochziehen. Marc van Bommel ist ja beim AC Mailand im Gespräch. Da wird man dann wahrscheinlich auch schon zu spät kommen. Schokojote. Ich liebe den Kanal einfach. Kaum einer auf YouTube spricht dermaßen Fakten, wie du es tust. Froh, dass ich das hier gefunden habe. Man merkt, du bist mit Kopf und Herz dabei. Glück auf. Patrick! Franz dreht sich im Grab um. Was bei unserem Verein abgeht, das ist beschämend. Wenn ich Max höre, Sané sei die Bayern-Zukunft und man baue auf ihn, schrillen bei mir alle Alarmglocken. Noch einmal. So eine Saison und die Bayern-Fans drehen komplett durch. Unser ein so stolzer Verein ist nur noch peinlich. Ich gehe seit 38 Jahren für Bayern durchs Feuer, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Kann ich leider nur zustimmen. Joe, sollte Bayern das Finale erreichen, ist Thomas Tuchel der Trainer, der seit 2020 dreimal im Finale der Champions League stand. Ein FC Bayern reicht das wohl nicht. Bayern konzentriert sich wohl lieber auf andere Dinge. Joe, ich weiß nicht, ob du immer noch nicht verstanden hast, worum das hier geht. Diese Tuchel-Diskussion. Anscheinend nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Harakiri. Vielleicht hat Uli diese Aussagen auch bewusst so gewählt, um Rangnick zu verhindern. Nee, habe ich ja gerade erklärt, warum das nicht der Fall sein sollte. Sei denn, Uli hat gesagt, intern, yo, alles klar, ich gehe mit Rangnick. Dann ja. Aber warum sollte er das tun?
Es brennt, provoaktiv. Es brennt bei uns wirklich alles, was in einem Verein überhaupt brennen kann. Das wird eine sehr harte Zukunft, glaube ich. Das Einzige, was das Ganze wenigstens ein bisschen entspannen kann, ist der Champions League-Sieg. Ansonsten, wenn wir am Mittwoch rausfliegen bei so einer Möglichkeit, die wir im Hinspiel hatten, wird es der Fullbruch für mich. Ich habe jetzt schon Schmerzen überall. Es kann eigentlich nicht schlimmer werden, oder? Doch? Kann noch schlimmer werden. Zacki. Sorge um den Verein. Der Verein Bayern München macht mir keine Sorgen. Man ist gut dabei in der Schach-Bundesliga und in der Basketballliga und auch im Frauenfußball. Auch die Sportkegelabteilung hält sich wacker. Nur die Aktiengesellschaft FC Bayern München AG bereitet mir Sorgen. Klugscheißer haben wir keiner, ne? Zacki. Oma, da hat sich der so gescholtene Bratzo ja besser angestellt. Absolut lächerlich. Konrad Dullmer, jetzt bleibt nur noch Markus Babbel übrig. Markus Babbel macht's auch ganz am Ende noch. Wenn alle Stricke reißen, was hat er gesagt? Am 12. Juli oder 15. Juli muss einer auf dem Platz stehen. Wenn am 14. kein Trainer da ist, wird's der Markus. Gott sei Dank vom Regen in die Traufe abgewendet, Christian. Uwe, hallo und vielen Dank für dein Video. Ich könnte mir vorstellen, dass der bizarre Auftritt von Uli Hoeneß letztlich den Ausschlag für die Rangnick-Absage gab. Entweder wollte Uli diesen Trainer gezielt verhindern, egal ob das dem Ansehen des Vereins weiter schadet, oder er hat sich einfach gerne reden gehört und hat dann ungeniert schwadroniert, bis der Schaden halt angerichtet war. Wenn sich ein Spitzentrainer aktuell mit den Vereinsstrukturen befasst, wo ein Heer aus aktuellen und ehemaligen Vorständlern alle mitreden wollen und leider auch können, und einer Spielerkabine, in der einige langjährige Spieler schon so manchen Trainer abgesägt hatten, dann verliert der FC Bayern doch sehr stark an Anziehungskraft. Ja, 100% true. Herbert, die tun mir wirklich leid im Moment. Ich leide selbst wie ein Hund mit dem FC Bayern. Nee, mich brauchst du nicht leid tun. Alles gut. Ja, es ist schade, wie es gerade läuft, aber wir haben 10 dicke Jahre hinter uns, Leute. Wo alles lief wie geschnitten Brot. Ja. Wenn jetzt 10 Jahre kommen, wo FC Hollywood wieder da ist, wo es scheiße läuft, dann ist das so. Dann müssen wir da alle durch. Und es kommen irgendwann wieder bessere Zeiten. Macht euch keine Sorgen. Ehrenmann. Dann erzählt Flick wieder ein von Graugänsen und die WM-22-Fahrer lachen sich tot. Der wäre doch vor Spieltag 1 verbrannt. Glubschi Müller war von Anfang an von der Personalie Ralf Rangnick nicht begeistert. Für mich ist nur noch sie dann eine Top-Lösung. Hansi Flick ist knickig bei der Nationalmannschaft gescheitert. Alan Anton, Rangnick hat Charakter. Der Meinung ist auch Frau Hoeneß. Der echte. Nagelsmann und jetzt Tuchel vertrieben. Wer will da noch kommen? Ach ja, und jetzt noch Uli auf Krawallgebüsse gegen den Trainer, obwohl Halbfinale Champions League. Er kennt diesen Verein nicht mehr. Sind das noch die Bayern? Das ist gerade das Ding ist, man hat das Gefühl, der Vorstand tut dasselbe wie die Spieler auf dem Feld. Jeder sucht sich in Selbstdarstellung. The Maniac, der Trainer von Aston Villa, wäre mein Favorit. Single und war mal im zentralen Mittelfeld aktiv. Wenn er Englisch spricht, passt er ins Profil. Er hat schon abgesagt bei uns. Nagelsmann. Mit Bubble wäre die Saison musikalisch interessant. Der Umgang mit Nagelsmann und Tuchel war, Achtung, Wortspiel, an Eigentor erster Güte. Blaumuppi? Am besten der Uli übernimmt den Job, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja. Denke ich auch. Urs Fischer wäre der richtige Trainer für den FCB. Wieso, hat der keinen Bock, selber was entscheiden zu dürfen, oder was? Zuländer. Guten Morgen, ich wage mal eine steile These. Wenn das mit der Trainersuche so weitergeht und dann ab nächster Saison auch wieder durchwachsene Ergebnisse an der Tagesordnung sind, wird Uli Hoeneß auf der Mitgliederversammlung im Dezember zurückkommen, beziehungsweise wieder eine aktive Rolle übernehmen. Ja, dann soll er das bitte tun. Dann kann er die Scheiße, die er von sich gibt, von sich geben. Dann untergräbt er wenigstens nicht einen Freund und einen Eberl. Christian, warum nicht gleich der Zwinker-Didi? Kann er mal zeigen, was für ein Fußballfachmann er ist. Er hat doch noch niemals einen Trainerschein, oder? Wie das Fox Servus, habe ich geahnt. Wenn man weiß, wie es bei uns abläuft, das schreckt ab. Ronald Rauch, ich stimme Ihrer Analyse zu 100% zu. Die Trainersuche ist ein Trauerspiel sondergleichen. Leider. Danny, früher hat Bayern die besten Trainer der Welt bekommen. Heute bleiben Trainer lieber bei Aston Villa, Brighton und Österreich. Vergelt's Gott, der Kaiser rotiert im Grab. Hauke, man merkt auch, dass die Trainer eher wegen der grauen Eminenz ablehnen und weniger dem Verein selbst. Ja, aber die graue Eminenz ist leider. Ja, wurden ja gerade eines Besseren belehrt, nicht der Verein, sondern die FC Bayern München. Max Albert, Anzeigenhauptmeister soll das regeln. Was soll er regeln?
Falschparker Uli Hoeneß einen Strafzettel ausstellen. Ne? Karl, nur Lothar Matthäus kann jetzt noch das Ruder rumreißen. Nein, keine Satire. Du weißt schon, dass er bei uns niemals Greenkeeper wird, oder? Eckhard Stolper. Mir irrt ein wilder Gedanke durch den Kopf. Kuh-Wahl des FC Bayern. Wohin gehst du? 100% objektiv. Ja, dann aber jetzt. Warte, da trinke ich noch einen Schluck für. Es stellt sich die Frage, welcher Trainer mit gesundem Menschenverstand zum FC Bayern wechseln würde. Die Art und Weise, wie der Verein mit seinen Trainern umgeht, ist hinlänglich bekannt. Selbst Uli Hoeneß kann und wird einen Trainer das Leben schwer machen. Yes. Wer würde sich als Trainer einen solchen Machtgehabe aussetzen? Auch die Causa Nagelsmann zeigt, dass die Aussage, dass die beiden Verantwortlichen, die für die Kündigung und Freistellung verantwortlich sind, nicht mehr da sind, es nicht besser macht. Es ist kaum vorstellbar, dass diese Entscheidung von den beiden ohne Zustimmung der Vereinsführung getroffen wurde. Nein, das ist nicht nur nicht vorstellbar, das ist Fakt. Weil das der Aufsichtsrat absegnet bei uns. So etwas ist noch nie passiert. Aber was soll's. Mir gefällt, wie es bei Bayern gerade läuft. Jetzt sehen Sie mal, wie es ist, wenn man ein Standardverein ist wie alle anderen, die auch Probleme haben. Und ich kann Tuchel total verstehen. Bei diesem Verein hätte ich auch eine Leck mich am Arsch Einstellung und er wird von Bayern dazu angehalten, alles schön zu reden. Das sieht man doch, dass er selbst nicht glaubt, was er sagt. Und sich als Fan über einen Verein Sorgen zu machen, ohne dass man Anteile an diesem Verein hat, ist doch lächerlich. Geradezu absurd. Aha. Gut. Und deinen letzten Satz, weiß ich nicht, der ernst gemeint ist, I don't know. Junge, es ist mir egal, ob dein Kommentar gut, schlecht ist, sonst was. Wenn du so nickerst, bist du hier falsch, Alter. Junge, Alter. Bist du 11,5 oder was? Magnio. Labadia wäre auch verfügbar. Der hat Stallgeruch und Deutsch kann er auch. Ja, der performt doch meistens auch in der ersten Saison, oder? Zweiten Saison dann nicht mehr, aber wenn wir nur für ein Jahr suchen, passt das doch. Fufunzel, Rose niemals, er ist zu Hause in seinem Leipzig. Boomergrim, glaubst du wirklich, nach der Wildgänse-Doku wird Hansi Flick noch ernst genommen? Ich habe die Wildgänse-Doku leider nicht gesehen und ich habe Flick noch nicht mal ernst genommen, wo er bei uns Trainer war. Also von daher bin ich da der verkehrte Ansprechpartner. Martin, was hier fehlt, ist jemand, der den Uli einfängt. Pass mal auf, Uli, solche Interviews hören ab jetzt auf, ansonsten kriegst du Stadionverbot. Aber das müsste der Uli sich ja selber sagen, weil Uli ja da oben ist. Versteht ihr? Dragon, nach dem Hoeneß-Interview ist der FC Bayern für jeden Trainer der Premium-Klasse tot. Es sei denn, das Schmerzensgeld dominiert. Dann doch zu stark. Ich glaube nicht, dass das so stark dominieren kann. Max, warum ist Flick bei euch nicht so beliebt? Er holt die Champions League mit euch und war 2014 das Mastermind hinter dem WM-Titel. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, kannst du dir gerne vergangene Streams angucken, haben wir oft genug über den Flick gesprochen. Alicia, na gut, da mache ich es halt. Aber ich will Wirts haben. Ich auch. Krischi, stimme da meiner voll und ganz zu. Wer bitteschön wäre jetzt noch so doof, Bayern-Trainer zu werden? Mein Vorschlag, Gerland und Müller. Die Spieler bei den Eiern packen und so aufstellen, dass Top-Kandidaten wieder Interesse bekommen. Tja. So, weiter geht's. Alexander. Vielleicht hat Hoeneß genau das mit seiner völlig überraschenden, unpassenden Plauderei auf dem Pressepodium erreicht, was er damit erreichen wollte und intern gerade nicht durchsetzen konnte. Die nächste Saison werden weder Tuchel noch Rangnick-Trainer. Da hat er kurzfristigen Erfolgen weniger Priorität gegeben als mittelfristigen Zielen. Ja, ich weiß, dass das die Hoeneß-Jünger immer noch glauben, dass das alles so geplant war vom Uli. Ganz ehrlich, dafür hat er bei diesem Interview zu viel dummes Zeug von sich gegeben. Zu viel dummes Zeug. Also, als wenn das geplant gewesen wäre. Und nochmal, wir haben ja gehört, wie das läuft bei uns. Es muss nur einer aus dem Aufsichtsrat sagen Nein. Und dann ist das vom Tisch. Und Uli ist in diesem Aufsichtsrat. Also. Petra, hallo RM, jetzt kommt der nächste wilde Take. Laut Pressegerücht soll Pep eventuell zurückkommen. Sein Vertrag bei City läuft 25 aus. Was meinst du dazu? Ich habe das auch gelesen und gehört. Ich mag Pep. Mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen. Hans Hase. Der FCB ist zurzeit die beste Comedy. Das ganze Geschwätz in der Öffentlichkeit, das da absolut nichts zu suchen hat. Die Selbstdarsteller, die sich profilieren wollen,
durch große Worte, die sie spucken. Mir geht es wie dir. Ich habe auch langsam Angst um den Verein. Ja, Tino Schacht. So viele Spitzentrainer gibt es ja gar nicht. Wer nicht will, der hat schon. Boris Becker. Der ist gut, ey. Strong for you. Glück auf und gute Besserung, Kai. Ich habe deinen Kanal. Ich habe ein Kanalabo gekauft, bin wohl aber zu doof mit Discord und Co. Man merkt mittlerweile mein Alter. Ich habe gekündigt, um das nochmal neu zu buchen. Hast du irgendwo eine Info, wie man das richtig bucht? Strong for you. Erstmal vielen lieben Dank für deinen Versuch. Nee, jetzt keine Info. Also eigentlich wird man da durchgeführt, wenn man Kanalmitglied werden möchte. Da draufklicken und dann wird man durchgeführt, wie das funktioniert. Aber so wichtig ist das nicht. Alles gut. Strong for you. KG. Einfach nur noch wild. Ja. Der Kommentar. Ein Hansi Flick kann es schon mal nicht werden. Laut Uli muss doch die gesamte Führungsetage diesem Trainer zustimmen. Das ist wohl, wie man so hört, nicht der Fall. Jo, zum Glück. Marc und André Moni, ich will ja kein Fass aufmachen, aber laut Medienberichte sollte der FC Bayern Uli Hoeneß entlassen haben, nach dem Interview von letzter Woche. Das wäre schön, wenn das passiert wäre. Aber wer soll Uli entlassen? Wie gesagt, der müsste sich ja selber entlassen. Chris, what is wrong with Hansi Flick? He is one of the best coaches FCB ever had. Check the statistics. Ja, das ist richtig. Wenn man eine Saison Trainer ist und 6 Titel gewonnen hat, dann ist man der Geilste. Leider muss man über den Tellerrand hinaus gucken, Chris. Dr. Pennywise mit Vollgas an die Wand und Uli sitzt im Steuer. Jo. Ratona, ich hatte ursprünglich gedacht, die ganze Alonso, kriegt man eh nicht, hat mit LE noch was vor. Nagelsmann, Zerbi und Emery-Kiste sei ein Ablenkungsmanöver. Und am Ende April würde Vollzug mit einem stimmigen Kandidaten vermeldet, den niemand auf dem Schirm hatte. Aber so ist es ein Trauerspiel. Katastrophe. Ja, Christian, Uli war mal ein feiner Kerl. Auf jeden Fall. Jetzt schlägt Uli den Verein und macht alles wieder kaputt. Schädigt Uli den Verein. Ja, gerade reißt er das ein, was er aufgebaut hat, irgendwie gefühlt. Axel Baumann. Ich kann die Aufregung Uli Hoeneß bzw. dessen Aussagen im Interview mit der FAZ ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen. Er hat ganz klar kommuniziert, was er für Erwartungen an einen Trainer beim FCB hat. Da weiß jetzt jeder, was von ihm erwartet wird und kann dann für sich entscheiden, ob er sich der Aufgabe gewachsen sieht oder nicht. Jo, Axel. Damit stehst du relativ alleine da mit deiner Meinung, aber es ist auch nicht schlimm, das tue ich auch oft genug. Karl Rums, ich sage es wieder und wieder, Boris Becker. Kann Deutsch, hat internationale Erfahrung, macht's für beliebige Zeiträume und. Ich glaube auch da, dass Boris Becker keinen Trainerschein hat. Christian Susi Hoeneß hatte recht, Rangnick ist ein feiner Kerl. Mia. Jose Mourinho, Punkt. Er hat mit Real Madrid und Inter Mailand in den jeweiligen Ligen nicht so defensiv gespielt, wie viele immer meinten. Aber die Bayern haben wohl nicht die Eier dafür. Okay. Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich sehe Mourinho auch immer so als Fußballzerstörer eher an, aber er könnte mich natürlich eines Besseren belehren, ne? Thies Hamann, dass der Zerbi, der für Ballbesitzfußball steht, und Rangnick, der für Umschaltfußball steht, auf einer Liste stand, zeugt davon, dass wir keine Spielidee haben, die die sportliche Führung des Vereins erfolgt. Rangnick hätte uns sportlich geschadet, weil wir gegen 14, 15 Mannschaften zwangsläufig mehr Ballbesitz haben werden und er sein Umschaltspiel nicht verfolgen kann. Rangnick ist vom Fach, passt aber nicht zu uns und hat extreme Probleme gehabt, Topspieler zu handeln. Siehe Manchester United, wo er den schlechtesten Punkteschnitt aller Trainer seit Ferguson hatte. Wir müssen uns mit sportlich kreativen Lösungen, die zu uns passen, befassen. Da stellt sich mir die Frage, warum haben wir uns nicht mit folgenden Leuten befasst? Arne Stott, der bei Liverpool, die für Ballbesitzfußball stehen, gehandelt wird. Ruben Amorium, ebenfalls Ballbesitztrainer, teilweise ähnliche Ansätze wie Alonso, sportlich erfolgreich. Comeback von Pep, man munkelt, dass er seinen Vertrag auslaufen lassen. Wenn man sich nicht mit ihm beschäftigt, machen die Leute ihren Job nicht. Schwierig alles. Ja, was ist denn mit Erik ten Hag? Triple, war schon überrascht von der Absage. Favre für ein Jahr und in dem Jahr sich um Klopp bemühen. Für andere talentierte Trainer à la De Zerbi, Thiago Motta und so weiter hat der Verein nicht den Mut. Schade für Eberl und Freund, die das ganze Missmanagement von Bratzo und Kahn reparieren müssen. Wenn man da gerade so mitkriegt, was man so mitkriegt, weiß ich nicht, ob man da jetzt das auf Kahn und Bratzo runterbrechen kann. Ne? Marius, ich denke, der Uli dürfte nichts mehr zu sagen haben, beziehungsweise sollte sich distanzieren. Ja, er hat den Verein zu dem gemacht, was er heute ist, aber irgendwann ist auch Schluss. Ja, wäre wünschenswert. Till,
Viel Spaß mit Felix Magath. Wer sich das Hoeneß-Theater letzte Woche wieder angesehen hat, hat keinen Bock auf den Verein. Wer was aufbauen will, passt eben nicht zur Philosophie von Bayern. Ja, das ist schade, dass das der Eindruck in der Öffentlichkeit ist. Matt Dad. Könnte man nicht Uli Hoeneß als Trainer verpflichten? Der weiß doch immer alles. Auch der hat, glaube ich, keinen Trainerschein, oder? Max, ich sehe das nicht so schlimm. Rangnick hätte niemals zum FCB gepasst. Viel zu sehr Macht besessen. Es gibt noch immer genug Trainer auf dem Markt. Cleansey und Herzog sind auch frei. Ich sehe derzeit Roger Schmidt oder Favre als Favorit. Zur Not ist Flick auch frei. Wichtiger sehe ich auch die Kaderplanung. Davon hört man derzeit nichts. Ja, was willst du davon hören, wenn du noch keinen Trainer hast? Wie soll das funktionieren, Alter? Bernd Lober. Herr Hoeneß' Interview mit der FAZ war an mehreren Stellen desolat. Gerade bei politisch-gesellschaftlichen Themen wirkt er wenig informiert, beziehungsweise sehr eigensinnig. Er drückt sich oft recht einfältig aus und spielt völlig ohne Not verbale Steilpässe, die dann ganz fies im eigenen Tor landen. Ich war schon immer von ihm enttäuscht, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Er reflektiert vieles unterirdisch, ja völlig egomanisch. Jetzt haut es bei ihm aber auch nicht mehr hin, wenn es rein um den FCB geht. Beispiel. Wenn Alonso Charakter hat, dann kommt er nicht, sinngemäß. Warum sagt er so etwas öffentlich? Was bedeutet das für andere Trainer, die angefragt werden, beziehungsweise sich anbieten wollen? Herr Hoeneß ist brutal verbittert, schaut ihm ins Gesicht. Es geht ihm, aus welchen Gründen auch immer, mies. Kann man komplett ablesen. Bin kein FCB-Fan, aber anerkennen kann ich einiges, was diesen Weltclub betrifft. Hoeneß muss sich komplett zurückziehen, auch unbedingt mal 20 Monate keine Interviews geben. Ja, ist true. Ob er verbittert ist, weiß ich nicht. Das FAZ-Interview war eine reine Selbstdarstellung. Captain Albania, Eberl und Freund haben überhaupt keine Schuld. Da geht es an jemand anderen und er bringt Unruhe im Club. Ja, das ist nichts Neues. RW. Ohne Uli wäre Fußball langweilig, da viel zu anständig. Und jetzt mischt er noch Susi mit. Behauptet zumindest Uli. Jena, wenn Rangnick nur dritte Wahl war, suchen sie jetzt nach der vierten. Ich bin gespannt, wen sie finden. Und wenn sie einen finden, ist er nur ein Jahr da. Mats Häuser, Lucien Favre für 1 bis 2 Saisons, um den Umbruch einzuleiten. Könnte funktionieren. The Judings, ich bin froh, dass Rangnick bei uns bleibt. Wenn Uli einfach mal still ist, finden Eberl und Freund schon einen passenden Kandidaten. Mein Call, Mourinho macht es für ein Jahr. Der Kader wird verwaltet, danach kommen Klopp oder Alonso und der Umbruch. Chris, nur wenn alle Rangnick im Vorstand wollen, außer Uli, dann macht er das eben öffentlich, um seinen Willen zu bekommen. Wenn nicht Uli, dann Kalle. Einer von beiden, immer so wird das nichts. Dass Rangnick nicht kommt, ist besser bei der Gemengelage. Aber nun, bin gespannt, die ganze Welt spielt Fußball, man wird ja wohl einen Trainer finden. Sollte man, ja. Günter Mohr, Rangnick ist klug genug, sich nicht in diese Schlangengrube zu begeben. Und in den Alten und den Vorstandsleuten liegt auch der Hauptgrund für das Versagen der bestbesetzten deutschen Fußballmannschaft. Aber ein Glück für den deutschen Fußball. Reinhard, echtes Trauerspiel. Was läuft da schief? Das kann ich jetzt nicht in 3 Sätzen hier beantworten, Alter. Buna, ich fände Raul wäre jemand, den man auch mal genau unter die Lupe nehmen könnte. Er ist einer, der einen guten Job bei Real macht. Hat das Siegergame, Bundesliga-Erfahrung und die Spieler hätten jemanden, von dem sie richtig Respekt hätten aufgrund seiner Karriere. Wäre mutig und könnte schief gehen, aber man muss sein Spektrum ja auch mal erweitern. Ja, ich denke, Trainerkandidaten gibt es wie Sand am Meer. Ja, aber wie gesagt, man muss halt die Eier dazu haben. Aber ja, das Thema haben wir genug besprochen, denke ich. Dirty Ducks. Ich habe alle gesehen. Jupp, klappt den Klappstuhl aus. Wir haben was nächste Saison in der Allianz Arena gut zu machen. Lass den Jupp in Ruhe, ey. Rook, ich hätte da noch den Herrn Mourinho im Petto. Bei ihm scheiden sich ja die Geister, was seinen Charakter betrifft. Aber ich glaube, dass er eventuell bei Bayern einen Umbruch machen könnte. The Special One beim FC Bayern, ja, dann hat der Verein auf jeden Fall den Namen, den er haben will. Aber keine Ahnung, ich kann Mourinho schlecht beurteilen. Zoe. Man muss sich halt nur mal die Liste der Bayern-Trainer der letzten 40 Jahre anschauen und man weiß, was schief läuft. Kaum ein Trainer dabei, der langfristig in Ruhe arbeiten konnte. Der Verein stützt seine Spieler viel zu sehr im Gegensatz dazu, wie er seine Trainer stützt. Ich meine, in 40 Jahren nur nach meiner Rechnung 3,5 Trainer gehabt zu haben, die langfristig in Ruhe arbeiten konnten. Dazu, wie die Trainer immer öfter abgeschossen werden. Kein Wunder, wenn da dann irgendwann keiner mehr hin will. Ja.
Das war's. Alles andere war mehr oder weniger unrühmlich von Vereinsseite aus. Am Ende bleibt ja immer noch eine Beckenbauer-Lösung, macht Thomas Müller zum Teamchef und stellt ihm irgendeinen Neucoach zur Seite. Nee, ich glaube, das klappt in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Ja, die Zeiträume, die du genannt hast, hast du schon recht. Alle anderen, müsste ich auch einen Blick auf die Liste werfen. Ist schon wieder ein paar Wochen her, wo ich das getan habe. Ich weiß das nicht auswendig. Ja, Louis van Gaal, die 2 Jahre. Ja, in Ruhe konnte er auch nicht arbeiten. Das ist schon richtig. Ja, wie ich schon mal sagte, Tuchel wird bleiben. Ja, ganz bestimmt. Red Mullig, man kann nichts mehr hinzufügen. Du hast alles gesagt. Nopa. Nennt mich verrückt, aber ich würde gerne Mourinho als FCB-Trainer sehen. Der könnte die Verteidigung einrichten und hat schon öffentlich mal gesagt, wie fasziniert er von Gnabry und Sané ist. Die Tore kommen mit unserem Angriff sowieso und Spielphilosophie, okay, passt nicht. Egal, der Typ weiß, wie man Champions League gewinnt und hat auch in La Liga den Punkterekord. Ja gut, aber wenn es danach geht, dann können wir ja beim Tuchel bleiben. Der weiß auch, wie man Champions League gewinnt. Zeigt er ja gerade. Aber, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Habe ich nicht wirklich eine Meinung zu, weil bisher, glaube ich, nicht wirklich ein Thema ist, der Mourinho, ne? Gut, weiter geht's. Was mir konnte, war mal im Gespräch. Finde, ist ein super Trainer, war ein Top-Spieler, denke, er hat auch die Spieler im Griff. Wie geht es weiter? Das weiß ich nicht, Markus. Konnte mal wieder Mister. Ja, aber die Frage ist, wollen diese Leute sich als 4., 5. Person sehen, so, weißt du? Joe, niemand will Bayern-Trainer werden, denn nächstes Jahr wird Bayern wieder bei Xabi anfragen und wer will schon vorübergehend machen oder die 3., 4., 5. Wahl sein mit einer ungewissen Zukunft vor Bayern. Das Thema wird noch spannend. Jo. GB gerne, ne? Digi-Ritter. Wir haben uns unseren Ruf durch die Außendarstellung der letzten Jahre, alles was mit Trainerentlassungen und so weiter passiert ist, selbst so kaputt gemacht, dass scheinbar keiner mehr in dieses Haifischbecken möchte. Und dann schießt noch der Babo Uli von Quer, was es nicht besser macht. Schade. Wir sind der beste, größte und stolzeste deutsche Fußballverein. So sollten wir uns nicht darstellen. Traurig. Richtig. No time. Das Champions League Halbfinale täuscht gewaltig darüber hinweg, dass es meiner Meinung nach auch wegen Uli massiv bergab geht mit dem Verein. Ja. Man lebt nur noch von dem, was man sich erarbeitet hat, als letzterer nicht verfügbar war. Ich bezweifle daran, dass es einen Umbruch geben wird. Zumindest einen, der uns voranbringen würde. Das bezweifle ich mittlerweile leider auch. Joe Oswald, ich trauere Thomas Tuchel keine Tränen nach und ich finde es auch nicht schlimm, dass Ralf Rangnick abgesagt hat. Wir haben mit Eberl und Freund Top-Leute im sportlichen Bereich, mit Dresden einen guten, sympathischen Vorstand. Herbert Hein als Präsidenten ist mir jetzt weniger sympathisch. Und Uli Hoeneß muss einfach damit aufhören, Internas auszuplaudern und damit Eberl und Freund bei ihrer Arbeit zu behindern, um Bayern damit öffentlich schlecht aussehen zu lassen. Im Prinzip also sehr gute Voraussetzungen, wenn alle im Sinne des FC Bayern handeln. Am besten wir holen uns Louis van Gaal und Hermann Gernert als Co-Trainer für eine Übergangslösung. Und danach wäre Nagelsmann oder Alonso mal eine Langfristlösung, um mal Kontinuität in der Trainerposition zu haben. Ja, ist natürlich nicht möglich. Louis van Gaal ist gesundheitlich, glaube ich, nicht auf dem Level, um nochmal einen Trainer zu machen und würde sich mit Sicherheit nicht antun, irgendwo einen Notfalltrainer für ein Jahr zu machen. Also. Admiral, schon ein wenig peinlich, wenn selbst die C- oder D-Lösung absagen. Man sollte echt an Mourinho denken. Jemand vor dem Spieler Respekt haben und der aufräumt. GB, gibt es heute Abend einen Brennpunkt? Vielleicht sollte man Dieter Bohlen engagieren für das Trainercasting. Wenn wir es schon öffentlich machen wollen, dann richtig. Thomas Krug, sagte Lothar Matthäus eigentlich schon, dass ihn noch niemand gefragt hat? Alan Taylor. Wow, was ist denn Charlie Harper, Alter? Der nächste Kandidat weiß, dass er die D, E oder F-Lösung ist. Das ist suboptimal. Korrekt. Alexander, das erinnert mich an die Zeiten des FC Hollywood. Das ist schlimmer wie FC Hollywood. So wie Bavarian. Sportlich hätte er uns sicher gut getan. Nur Pressen bringt nichts. Charlie, Markus Babbel, Marco Rose, Hermann Gelland, Zidane, welche Namen sind noch im Umlauf derzeit? Ja, hast du jetzt schon gehört hier. Jose Mourinho, Pep Guardiola und die ganze Fußballwelt quasi. Herbie, wie recht du hast. Nur traurig. Leider.
Cassandro, wenn man ehrlich ist, dann ist man nicht bei Trainerlösung D, sondern bei Lösung F angekommen. Sowohl mit De Zerbi als auch Emery gab es Gespräche. Beide waren auch im Fokus des FCB. Nur will De Zerbi eben lieber in England bleiben und Emery will in Ruhe arbeiten können, was bei AV sicher besser geht als beim FCB. Marco, beste Nachricht war, dass er nicht zum FCB kommt. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Spiel unter Rangnick angeschaut hätte. Denn Rangnick hat definitiv Qualität, die er aber nur dann umsetzen kann, wenn er schalten und walten kann, und ich wette, dass sein persönliches Empfinden nicht der einzige Grund für die Absage ist. Denn ich bezweifle, er hätte so viel Entscheidungsgewalt beim FCB bekommen, wie er sich das gerne wünscht. Und Rangnick kann nicht klappen in München, dafür ist Rangnick viel zu sehr Alpha, wie dass er sich dem Vorstand unterwirft. Und wenn ich jetzt schon wieder lese, dass sich FCB-Fans Jose Mourinho, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, da Mourinho ja mindestens noch eine Stufe über Rangnick ist in der Alpha-Skala. Aber das ist ein hausgemachtes Problem, weil der Trainer sollte halt schon Deutsch sprechen können, den sie suchen. Also Bayern will ein internationaler Verein sein, aber daran scheitert es dann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar gut wäre, dass da mal wieder so ein richtiger Graurücken kommt, weißt du? So ein Louis van Gaal-Typ halt einfach. Ja, und ich glaube, das wäre so Mourinho auch. Ja, dann kann der Uli da oben hüpfen, schimpfen, wie was weiß ich, ums Lagerfeuer tanzen, wie Rumpelstilzchen. Dann hast du da mal wieder einen Trainer, den das scheißegal ist. So. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir so eine Art Trainer hätten. Ansonsten brauchst du halt einen Trainer, der sich reinreden lässt, gleichzeitig seine eigenen Entscheidungen trifft. Der FC Bayern ist halt wirklich wild zu handeln, wenn man gerade sieht, was da abgeht. So, du musst einen Ehemann handeln, du musst einen Freund handeln, du musst den Aufsichtsrat handeln, du musst einen Uli Hoeneß handeln. Alto Betty. Und dann sollst du noch eine Mannschaft coachen. Also. Und das mit den Deutsch sprechen, ja, ist Schwachsinn, Alter. Ja, in der heutigen Zeit. Also. Englisch und gut ist. Und zur Außendarstellung ist es Hoeneß. Ich sag da schon nichts mehr zu. Er ist, glaube ich, auch schon zu alt, um zu lernen, dass Schweigen dann doch meistens Gold ist. Und dass die Medien alles sofort wissen, naja, das ist halt in der heutigen Zeit so. Problem ist halt, dass Bayern international so viel größer ist, wie alle anderen Vereine in der Bundesliga und somit eben die Medien präsent und das Interesse ungleich höher ist. Zudem sind deutsche Sportmedien halt auch einfach abgrundtief gut darin, die Vereine im eigenen Land in den Dreck zu ziehen. Ja gut, aber gerade gibt's halt nicht wirklich was man positiv gerade sagen kann beim FC Bayern, oder? Fabian, ich schmeiß mal ein paar Trainer rein. Frank Lampard, Raoul, Urs Fischer und warum nicht Babbel und Uli Hoeneß sollte selbst einsehen. Schade, mein Verein zieht mich zurück. Aber kann er wohl nicht mit seinem Ego. Nee. Gut, dass das Franz Beckenbauer nicht mehr miterleben muss, was Uli aus seinem Verein macht, und bin gespannt, wie lange Freund und Max Eber sich das alles noch antun. Bis sie hinschmeißen und sagen, dann macht euer Mist alleine. Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jan, muss er zurückholen, Trapattoni. Hermgadi, oder? Danny, FC Hollywood vom Feinsten. Tragisch, komisch irgendwie. GB, danke Kai für die Reaction, trotz Erkältung. Ja, gerne. Schmidti, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Thema Ralf Rangnick schon abgefunden habe und heute das. War oder bin tatsächlich immer noch sprachlos. Aber ja, was nun? Gute Frage, ne? Tommy, du lehnst den Rangnick eigentlich ab und willst dann Rose. Ernsthaft? Junge, hör dir das Video vielleicht nochmal an. Häuptling falscher Hase, Mourinho steht in den Startlöchern. Eugen Becker, wir brauchen keinen Flick, für mich gibt es nur zwei jetzt. Das Zidane und Christian Streich. Streich wäre schon geil, Alter. Aber der passt ja gar nicht. Als wenn der sich vom Uli da was reinreden lassen würde, Alter. Christian Harten, wie sieht es denn mit Werner Lorand aus? Ja, läuft. Weiß gar nicht, ob der noch lebt, Alter. Oliver, dachte auch nicht, dass wir unseren FC Hollywood zurückbekommen. Das war damals schon mies mitzuerleben, aber es sieht langsam nach 2.0 aus. Ich hoffe sehr, dass ich mich irre. Nee, ich glaube nicht, dass du dich irrst. Bavarian Red. Lucien Favre ist doch ein alter Kumpel von Eberl. Hust, ich habe jetzt schon Schmerzen. Dominus. Ralf Rangnick ist ein Trainer, der nur funktioniert, wenn er die unangefochtene Alleinherrschaft hat. Dann ist er aber auch richtig gut. Siehe Hoffenheim, die seitdem nie wieder so weit oben in der Tabelle zu finden waren, und siehe seine Station in Österreich. Wenn er die Entscheidungshoheit bei einem Verein nicht bekommt, ist es von ihm nur konsequent und richtig, dort nicht als Trainer anzuhören. Jo.
Gibril ist nicht böse gemeint, aber es heißt einzige, nicht einzigste. Ansonsten wie immer top. Das ist auch nicht böse gemeint. Scheißegal. Danke. Fab M. Hoeneß will krampfhaft die Aufmerksamkeit, damit alle wissen, dass er immer noch der große Macker ist. Sein Ego steht mittlerweile anscheinend über dem Verein. Ja, das Gefühl habe ich leider auch. Martin, Gott sei Dank, hat er abgesagt. Ben Sonny. Nicht immer so pessimistisch. Wir haben noch lange nicht Flasche leer. Meine persönliche A-Lösung wäre Miro Klose. Meh. Bad Flo, die nächste Absage gibt's dann von Marco. Oder Roger Schmidt oder von beiden. Inzwischen suchen sich auch Spieler andere Vereine oder verlängern. Wir haben uns selber als Club Schachmatt gesetzt. Man hat erst einen neuen Trainer fest in der Hinterhand, spricht dann mit dem alten Trainer, lässt die Saison zu Ende gehen. Verkündet dann an Fans und Medien und tritt niemals gegen Ex-Akteure aus seinen eigenen Reihen, wenn nichts Gravierendes vorlag. Wir haben uns lächerlich gemacht. National und international, und zwar Management und Spieler. Da war Tuchel noch der Beste. Und dass Tuchel noch der Beste war, gehe ich nicht mit, der Rest stimme ich dir zu. Frank, vielleicht sollte Bayern mal sich in Liga 2 umschauen, weil eventuell dort ein Trainer zu Bayern dann will. Solange im Club sich nichts ändert, bleibt das so. Big N. Danke, Uli. Lass den jungen Sportvorstand mal bitte nachrücken, ohne mit rumzufingern. Danke für deine frühe Arbeit. Das wäre schön. Ja. Langsam muss man sagen, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Bei allen Verdiensten vom Uli, es wird Zeit, dass er sich raushält und sich mit seinen Kommentaren mal zurückhält. Soll er doch mal einen Trainer aus dem Hut zaubern? Junge, ich habe immer vom Uli gehalten, aber jetzt nur noch Abstand. Ja, leider bei mir dasselbe, ne? Timo, unter Marco Rose kann man auch schon einen Haken machen. Durch die Champions League Quali für RB Leipzig bleibt Xavi Simons. Dieser hat schon gesagt, nur unter Rose. Sakura, der FC Bayern sollte die Finger von Rose lassen. Allgemein auch mal respektieren, dass die Wunschkandidaten noch unter Vertrag stehen. Nee, den fühle ich nicht. Was hat das denn im Fußball bitte, was haben wir im Fußball denn mit der Verträge zu sagen? Also man kann ja anfragen, geht jetzt nicht um Marco Rose, bei XYZ, wenn der Vertrag hat. Dann sagt er halt einfach, wie alle Trainer das bisher getan haben, nein und gut ist. Danny, Hermann Geldern für ein Jahr, dann Klopp, Marc van Bommel oder Flick. Jemand anderes kann ich mir nicht vorstellen. Bayern kann nicht jeder, aber langsam gehen die Optionen aus. Ja, aber Marc van Bommel brauchst du kein Jahr warten. Der ist doch auf dem Markt. Morpheus. Zuallererst finde ich es gut, dass Rangnick abgesagt hat. Zum anderen finde ich es einfach nur noch peinlich, wie sich die Trainersuche gestaltet. Zum Thema Uli hoffe ich zutiefst, dass er sich endlich mal zurücknimmt, was die unsäglichen Aussagen betreffen. Der Typ schadet nur sich und dem FC Bayern. Leider. Realist, also für meine Begriffe ist Uli Hoeneß Privatmann. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn er sich als Aufsichtsratsmitglied berufen fühlt, solche Statements herauszuhauen, gibt es einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der seine Gefolgsleute zur Raison rufen muss. Der Verein sollte klar festlegen, wer künftig befugt ist, solche Veranstaltungen zu besuchen. Ja, wenn das mal passieren würde. Mann, Bayern braucht keinen Trainer, die Spieler kennen die Abläufe auswendig, die sollen sich selbst trainieren. Der Trainer spielt nicht, der hoch und runter rennt. Ja, wäre doch mal was Neues. No-Name, Lothar Matthäus wird Trainer des FC Bayern, assistiert von Dietmar Hamann. Jetzt werden wir schon bei Rangnick-Show verliebt. Ach, Menno. Pottrott. Lothar macht es bestimmt. Ja, denke auch. Förster, Tim Walter, Felix Magath. Es ist doch genug Kompetenz frei auf dem Markt. Badflow, was der Neffe kann, sollte doch der Onkel auch können. Machet, Uli. Sobi, niemand spricht von Jogi Löw. Wolfgang. Rangnick und Bayern, das ist wie BMW und Mercedes, das geht gar nicht. Uli hat ihn vergrault, danke, danke. Jetzt muss aber bald ein guter Trainer kommen, ich hoffe drauf. Anton, neuer Trainer wird Uli Hoeneß. Als Manager war er ja echt top und so ein bisschen Trainer machen wird doch wohl nicht so schwer sein. Ja, genau. Kennst du doch. Hoeneß lässt einen schönen Fußball spielen bei Stuttgart und wie ich gehört habe, hat er eine Bayern-Klausel im Vertrag. Aha. Von wem hast du das denn gehört? Ich habe das nicht gehört. Zongas, Mourinho. Herbert, rot-weiße Grüße. Tricker, Flick, Zidane und Löw, das sind die nächsten. Rangnick war sehr schlau. Thomas W. Für ein Jahr Magath und dann Klopp. Magath würde das auch im Hinblick auf sein Alter bestimmt machen und gleichzeitig müsste man versuchen, Klopp fix für übernächste Saison zu machen. Flick ist bei der Nationalelf mit vielen Bayern-Spielern heftig gescheitert, sehe ich deshalb nicht. Rose wäre für mich kein Bayern-Trainer vom Typ her.
Kann mir nicht vorstellen, dass das passt. Mourinho und Zidane wegen der Sprache höchst problematisch. Aha, da Mourinho schon Deutsch lernt, oder was? Favre würde eventuell passen, aber er ist auch immer nur eine Saison erfolgreich. Favorisiere deshalb die Magath-Klopp-Lösung. Magath hat ein dickes Fell und keine Angst, mal einen auf die Bank oder Tribüne zu setzen. Frage ist dann nur, ob Klopp sich das übernächste Saison bei Bayern antut. Fragen über Fragen, ne? Thomas, das wird wohl ein Übergangsjahr werden mit auch so einem Trainer, Van Gaal zum Beispiel, der hat zumindest die Eier, sich durchzusetzen. Alter, ich weiß nicht, was ihr von Van Gaal denkt. Van Gaal ist kein Trainer, der sagt, ja komm, ich komme zu euch für ein Übergangsjahr. Also, heute, Alter. Matthias, jetzt kommt The Beast Mourinho. Mario, was mit Jogi Löw? Ja, sag ich mal. Barak, Tuchel muss ja unglaublich schlechter Trainer sein, wenn scheinbar jeder andere Trainer besser für den FC Bayern ist. Also, Alter, du hast das immer noch nicht gerafft, oder? Also, die ist auch nicht mehr zu helfen, Barak Joe, Alter. Tut mir leid. Die ist einfach nicht zu helfen. Verstehe das nicht. Gute Besserung, danke. Vorsika, naja. Mal den Teufel nicht an die Wand. Mit Hoeneß stimme ich voll zu, aber ich finde jetzt nicht schlimm. Ende Mai reicht ja auch, wenn wir einen neuen Trainer haben. Okay. Kaffel, Hoeneß hat den FC Bayern aufgebaut. Er hat jedes Recht, seine Meinung zu äußern. Nee, hat er nicht. Andi Joel, der Uli hat doch Zeit und den Kader kennt er auch. Vielleicht mit Hansi als Co-Trainer. Jo, das könnte klappen. ATB, einfach froh sein, dass er nicht kommt, weil Charakter hat er nicht. So wie man aus den Medien hört. Hatte er Bayern am Montag eigentlich zugesagt, es ging noch um Kleinigkeiten. Typischer Walker-Move und auch der Unterschied zu Nagelsmann oder Lonze, die zwar mit dem Verein in Gesprächen waren, sich dann ganz überlegt hatten und dann abgesagt haben, ist übrigens nicht das erste Mal, dass Rangnick so etwas macht. Ähnliche Sachen liefen schon mal mit Frankfurt, Milan und Schalke. Erik, Flick will ins Ausland, habe ich zumindest gelesen. Old Pets, ich bin immer noch der Meinung, dass ein völlig unabhängiger Trainer her muss. Wie auch immer. Mal gucken, wann wir F wie Flick ankommen. Ja. Bam, bam, ja. Chico. Ach, Chico, sag ich schon, GB. Habe ich dir im anderen Video schon mal antwortet, ne? Wolfgang, ich glaube bald, dass deutsche Nationalspieler Bayern nicht verkauft werden dürfen. Jupp. Jens Esser. Chris war das. Jens Esser. Kai. Viele solide Punkte, aber auch zum Teil Quatsch mit Sahne. Jo. Katrin Kurz. Ich war und bin weiterhin für Zidane mit Ribéry. Ribéry kennt Bayern und Zidane hat die Trainererfahrung. Dubai, am Ende bleibt nur Lola. Jan Werner, Klinsmann soll es machen. Ja. Tom, Rose kann ich euch nicht empfehlen. Kam schon bei unserem BVB nicht klar, wegen Watzke etc. Dann wird das bei euch nicht besser. Rangnick hat Charakter. Ach, herrlich, ne? Bruno Labbadia. Oh. Stechern. Ralf, hallo. Alle, die jetzt kommen sollten, sind D- oder F-Trainer. Wer Charakter hat, macht das wohl nicht. König Rainer, er wäre cool gewesen, aber eventuell macht es Matthäus. Alter Belly. Ferhat, ich könnte auch übernehmen. Ja, dann biete ich doch mal an, frag doch mal nach. Stefan, Zidane sollte kommen mit Ribéry und Uli sollte dann seinen Mund halten. Bei ihm glaube schon Welttrainer ist dieser Mann. Uli sollte dann seinen Mund halten. Bei ihm glaube schon Welttrainer ist dieser Mann. John Philipp, Kai. Das macht schon 2 von uns, die fassungslos sind. Sehe das leider genauso wie du. Oberen einfach mal Fresse halten und die Neuen machen lassen. Rangnick bin ich froh, das hätte nicht gepasst. Ich hoffe, dass wir nicht in Manchester United Zeiten enden. Nach wie vor bleibe ich dabei, dass man hätte sie dann nehmen hätte sollen mit Ribéry und aus. Der hätte auch nicht mehr verlangt, als ein Rangnick hätte, was den Einfluss angeht. Das weiß ich nicht. Ich nichts zu sagen, du. GB hatten wir. Alicia, Mourinho wäre frei und die Daily Mail sagte, Zerbi hat jetzt die besten Chancen. Ja, aber der hat schon abgesagt. Total privat. Hansi Flick wäre die mit Abstand beste Lösung. Wunschlösung. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, kann man Bubble nehmen. Der hat auf jeden Fall das FC Bayern gehen. Am besten gleich noch Scholl mit dazu. Uli Hoeneß hatte recht, 150 Millionen haben oder nicht haben. Bernd, bin überlege auch, deine Verein FC Bayern München den Rücken zu kehren. Mein Verein ist das nicht, und warum sollst du den FC Bayern den Rücken kehren? Zieh den Vorhang zu, ja. Rein Fischi, dachte alle guten Dinge sind 3, aber jetzt anscheinend 4, 5, 6, 7? Die verflixte 7 vielleicht. Ja, Kret, jetzt muss Magath holen.
Eieiei. Eieiei. Meiner Meinung nach ist es gut, dass es mit Rangnick und auch Nagelsmann nicht geklappt hat. Vielleicht sind wir nun mal gezwungen, einen Trainer zu holen, der passt. Aber auch gewagt ist. Und nein, Flick geht absolut gar nicht, außer man hat mit Alonso schon einen Vertrag für 2025, aber nur dann wäre es okay. Naja, nicht mal dann, aber zu verschmerzen. Es gibt ein paar gute und spannende Trainer auf dem Markt. Nimm zum Beispiel Spalletti, der Meistertrainer von Neapel. Er hat selbst Kim zu einer Maschine gemacht. Tuchel hat seinen Wunsch IV bekommen und ihn kaputt gemacht. Roger. Andreas, habt ihr ein Like dagelassen? Und wenn ich gerne einen Kommentar schreiben soll, schreibe ich gerne folgenden Kommentar. Saarbrücken, FCS, Blau-Schwarz, alles. Blau-Schwarz, alles, 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 alles. Mr. Edward. Leute, einfach mal abwarten. Bayern hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Fatzex, Hüb Stevens wäre noch frei. Just saying. Chris Matze, Joachim Löw wird es. Sven. Wir sollten Mourinho holen. Er weiß, wie man Titel gewinnt. Er verlangt Mentalität von seinen Spielern, hat die Eier, sich durchzusetzen, ist ein Weltklasse-Trainer und hat ein besonderes ständig. Weltklasse-Trainer hat ein besonderes Standing, meinst du? Lass den mal alles umkrempeln. Glaub mir, er würde uns alle positiv überraschen. Schokojote, mach et, Werner Lohan, mach et! Stefan, und das nächste Rumgeeier kommt dann auf den Transfermarkt. Wahrscheinlich, ja. Frank, Bayern ist im Moment nicht zu helfen. Denke, Champions League-Finale ist BVB gegen Real. Weiß nicht, wer das hier zu suchen hat, aber ja. Der echte. Am Ende wird es Loder. Rangnick nicht. Wunderbare Nachrichten. Bleibt immer noch Wörle. Jürgen Klinsmann. Martin, ja. Lok. Champions League Halbfinale Vizemeister. Zu was es heißt, Angst um seinen Verein zu haben, könnt ihr doch nun wirklich absolut gar nicht mehr ertragen. Ach, Junge, hier. Geh einfach weg, ey. Wolfgang Pressel. Und Eber verhandelt doch schon mit Sané. Ja. Jo, Bubble. Nicht euer Ernst. Schlimmer geht's nimmer. Axel Baumann, Mehmet Scholl. Ekli Wegli, hab gehört, Uli hat Jupp angerufen. Ich glaube nicht, dass er Jupp rangeht. Bayern-Fan, ich schreibe schon mal meine Bewerbung. Mir fehlt zwar der Trainerschein, aber das kann man sicher irgendwie regeln. Mir ist egal, ob ich E- oder F-Lösung bin. Bin extrem motiviert für meinen Verein. Ja, dann schick mal hin zum Uli. SKTD, du bist pessimistisch. Wegen einem Posten geht der Verein nicht am Krückstock. Es wird sich jemand finden. Und wenn es Christian Streich ist. Punkt. Okay. Ikusak, 3 Trainer verbrannt. Muss man sich nicht wundern, der Uli ist schon ein bisschen alt geworden. Macht's der Bundesjogi, ja. Stefan Reinhardt, geht noch schlimmer, vielleicht hat der Jogi Löw-Zeit. Rangnick Top-Trainer für mich, Viktor. Pascal, Müller zum Trainermann. Lokerius, jo, Loder. Mit seinen Kommentaren nach außen. Okay. Pascal, verstehe nicht, was du so krass gegen Sané hast. Der macht ja nichts. Mir ist an mir. Michael Hübner, der Uli soll weggehen. Punkt aus. GMA. Rangnick hätte ich auch nicht gut gefunden. Mein Favoritenteam wäre Zidane mit Co-Trainer Ribéry. Da wird es vielleicht mit Deutsch bzw. Englisch schwierig, aber hey, die beiden sind Legenden und das könnte wirklich gut passen. Die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Problematik ist so eine Sache. Es kann auch von Vorteil sein, wenn da 2 sind, die noch eine gewisse Instanz darstellen. Klar, man müsste ihnen auch halt schon Grenzen aufzeigen, aber das ist natürlich alles andere als einfach. Mir ist an mir. Nächste Saison greifen wir wieder das Triple an. Oh. Uli. Peter Waldbauer, warum wird Scholl nicht gefragt? Solltest du dich mal damit auseinandersetzen, wie man mit Scholl damals dann auch behandelt hat, wo er Trainer der zweiten Mannschaft war und so weiter. Gar nicht deswegen. Gerd Berger. Ein Rangnick beweist aber auch, dass er keine Eier hat. Es ist halt einfacher zu verkraften, in der ersten Runde der EM mit der Nationalmannschaft rauszufliegen, als mit dem FC Bayern Dritter in der Bundesliga zu sein. In Österreich hat er null Druck, weil niemand was erwartet und weil sie noch nie was gewonnen haben. Beim FC Bayern muss er liefern und das traut er sich eben nicht zu. Boah, das glaube ich nicht. Herbert Groh, FC Bayern, was nun? Wolfgang Pressel, gebe ich dir recht, Umbruch wird keiner kommen. Snackmonster, wow, diesmal mit Augen dabei, oder? Pur Trans. Für mich wäre Rangnick sowieso nicht die richtige Entscheidung gewesen. Ich halte nicht viel von Rangnick. Für mich ist immer noch Hansi Flick die beste Wahl aktuell. Er hat damals in Bayern alles geholt. Er weiß, wie man mit Bayern erfolgreich sein kann. Er kennt einige der Spieler noch sehr gut und er hat es damals schon bewiesen, was er kann. Anscheinend haben das viele von euch schon vergessen oder warum wird er immer so schlecht dargestellt. Solche Erfolge hat der Rangnick nicht vorzuweisen und auch kein Nagelsmann.
Und ein Brazzo mit dem Flick damals Konflikte hatte, ist mittlerweile auch nicht mehr da. Von daher könnte ich mir das wieder gut vorstellen, dass es mit Hansi funktionieren würde. Und mit Uli hat es ja angeblich auch schon damals eine Aussprache gegeben zwischen Hansi und Uli. Also wäre Flick für mich keine D-Lösung, wie es immer von den Medien beschrieben wird, sondern es wäre eine A-Lösung. Er hat international wie auch national sein Können mit Bayern mehrfach unter Beweis gestellt. Habe ich eine ganz, ganz andere Meinung zu, aber jetzt gerade nicht wirklich Lust, die auszuführen. Aber, okay, wenn du den Hansi so siehst, kannst du dich mit dem Chico die Hand reichen. Was nicht schlimm ist, ne? Max Albert, Zidane oder Mourinho wäre auch mal was. Hans-Reiner, Bubble ist eine ernsthafte Lösung. Hometown, Eber wird auch gehen. Er wäre auch schlecht, wenn er nicht mehr gehen könnte, wa? Oliver, Thomas Müller wird Trainer. Katastrophe. Vieren, der Kader hat eine so hohe Qualität, dass sie keinen Trainer brauchen, sondern sie selbst trainieren. Ganz genau. Stellen sich auch selber auf dann, ne? Ich denke mal, die machen das mit dem Kniffelbecher und Würfel. 2 Würfel und die Rückennummern, die erscheinen, die spielen dann. Die ersten 11. Guantolino, eigentlich wäre Klopp der geeignetste aller Kandidaten. Er ist aber kein Kandidat für dieses Jahr. So sieht's aus, Leute. Gut, das ging schneller als gedacht. Halleluja. Ja, ich denke ganz viel Mourinho, ganz viel Zidane mit Ribéry, ein bisschen Flick, wilde Lothar-Takes und wilde Müller-Takes. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, genau. Ja. I don't know. Lassen wir uns überraschen, Leute, was passiert. Ich denke, es wird wild bleiben die kommenden Wochen. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.